Die Suche nach den Riesenmonstern hier auf der Karte, auf die große Fahrt, die bringt uns irgendwie, naja, schon weiter ins Landesinnere von Spirit Tracks auf den Schienen, aber irgendwie, naja, Spannung ist was anderes. Daher, wir können gespannt sein. Zum Glück doch immerhin noch ab und zu noch in 2 Kämpfen hinzuziehen. Weil, wenn das etwas ähnliches wie Master Quest wäre, leg mir am Arsch, ey, dann, nee, dann würde ich glaube das meiste von Offscreen machen, ganz ehrlich. Aber so sind wir immerhin jetzt bereits bei Part Nummer 66 und ich glaube, ich werde bei Part 70 dann Schluss machen. Also sprich 70, ja, denke, pro DLC jetzt halt irgendwie noch 10 Parts und wäre Part 70 dann, wäre der mit dem großen Endboss quasi. Ja, ein Herrscher halt, versteht schon. Also wie immer, das heißt, das Part 67, 69 zur Vorbereitung. Oh, dann sollte vielleicht bis zur nächsten, spätestens zur Folge Nummer 68 schon noch ein bisschen was vorbereiten. Und vor allem testen. Oh, ja, ich kann sagen mit Link natürlich. Wer hat ihn mir jetzt getroffen? Nochmal Festungen erobern, das dürfte gar kein Problem sein. Auch wenn es eine epische Musik ist. Okay, ich sehe schon. Wir haben da unten ein paar Typen, die es nicht gut mit uns meinen. Wow, hier war schnell. Das geht hier verdammt schnell. Ich muss mal ganz kurz nach unten. Wer kommt denn da? Medoli! Hey, lange nicht mehr gesehen! Zugegeben, ich hätte mal Bock auf die Wind Waker HD. Auch mal privat durchspielen oder mal im Stream. Wäre mal eine gute Idee. Obwohl Stream, nee, momentan. Stream. Ja, das ist zwar schon eine geile Idee, aber momentan noch ganz andere Stream-Projekte. Ich sag nur mal Pokémon Soul Silver. Und dann treten natürlich auch noch Summer Galaxy 2 zum Abschließen. Ach du Scheiße, kommen alle plötzlich hier rein. Was wollt ihr hier? Unterwegs im Hauptquartier, wa? Ich lasse euch aber nicht, Leute, könnt ihr vergessen. Das ist mein Hauptquartier. So doch ein eigenes. So, werde ich schon mal weg. Wo ist der andere Geist? Da ist er. Hä? Der Fullback-Gebiet wohl angegriffen hat. Verwirrung. Wo bist du, Geist? Geist der heiligen Weihnacht! Ich wollte gerade sagen, heilige Heinacht. Also so, hä? Also, heilige Heinacht, also etwas Crazyes. War ganz schön ab. Aber nicht mehr lange. So, die Anzeige wäre am Arsch. Das meint auch ihr eigener Arsch. Hallo? Dankeschön. So, dann mal schnell runter. Denn unser Hauptquartier wird angegriffen und das mag ich nicht besonders. Ich habe eine Festung geklaut. Warum? Warum klauen die mir Festungen? Achso, darum geht's im Spiel. Verstehe. Was? Hat überlebt? Wollte gerade sagen, man kann ein bisschen seltsam. Rückeroberer, okay, ja, nicht schlecht. Das ist mal eine tolle Berufsbezeichnung, war. Ich bin Rückeroberer. Ja, was es nichts zum Rückerobern gibt, da bin ich arbeitslos. Was ist los? Voll vor der Fresse, ey. So, komm.
Dankeschön, wo bist du? Komm her. Zu meinem Heer. So, jetzt nehmen wir gerade mal in Führung. Wir gehen mal ganz kurz darüber. Dann haben wir auch schon gewonnen. Während meine Nase juckt. Ah, aua. Hahaha. Ich habe den Fingernagel voll in die Nase rein und dann... Das war nicht so klug. Alter, das war ein bisschen zu viel. Das war mehr als Kratzen. Was? Wird ihm noch angegriffen, das Hauptquartier? Warum? Naja, Hauptquartier darf nicht fallen, ist mir schon bewusst, aber wer greift euch dann noch an? Naja, das ist der Oberer, also sorry. Der kann sowieso nix. Ah, jetzt das Spiel kam gar nicht hinterher. Oh, Menschenskind, ey. Ich dachte schon, ne, aber ich noch einen dritten übersehen, aber nee, das Spiel war zu lahmarschig. So. Also ein Stück Leder für uns, das wäre ganz nice von dir und er hat natürlich was. Dankeschön. Dann gehen wir weiter. Hey ho, wie geht's denn so? Tschüss. Hey ho. Hey ho, hey ho, hey ho, jo. 1000 Feinde platt gemacht. Er ist unglaublich toll, nicht wahr? Wo ist ein Klink? Ah, da. Nee. Hä? Der Tingel. Tingel, der Trottel. Alter, ich mag Tingel so etwas und gar nicht, Leute, ganz ehrlich. Das finde ich jetzt echt im Prinzip die dümmste Charakterbesetzung in allen Spielen, die es überhaupt gab. Wir fragen mich immer noch heute, warum Tingle einführen? Damit du einfach eine Witzfigur hast und fertig? Ich meine, ich kann mich an kein Zelda-Spiel erinnern, und ich habe schon mittlerweile schon ein paar Let's Plays, wo Tingle mal irgendwie eine nützliche Rolle gespielt hätte. Man kann mittlerweile sogar irgendwie ein eigenes Spiel gehabt und so, quasi so ein Zelda-Spin-Off, aber ja. Ich denke mal, nichts bringt ist was anderes. Hä? Kriegt jetzt weniger Schaden als vorher? Oh ne. Dann kannst du raus. Was, das herzt mich auch noch an? Okay, Leute, wir wissen es jetzt. Er herzt andere Typen an. Tingle ist also, ja. Aber er könnte auch bisexuell sein, wa? Homosexuell ist so etwas. Und tut es einfach bei allen, weil es gegenüber allem freundlich. Einigen wir uns so darauf. Sehr schön. Ja. Und bitte weiter. Zelda voll als erobert. Heiliges Water. Holy Water. Sehr schön, neue Nein, das gibt's nicht, ey. Leck mich am Arsch, ich wollte Rang A. Ich hatte zum Schluss nicht Rang A. Wollte man echt was ernsthaft erzählen? Oh, ich kotze den Teil, Leute, ganz ehrlich. Ja, das klappt nicht so, wie man es irgendwie vorgestellt hatte. Ich glaube, ich mache es echt dann für den nächsten Part, dass ich halt... Ja, wobei das eben auch doof war mit dem Zwischenboss. Mit dem Zwischenboss, mit dem Riesenmonster natürlich. Plötzlich Sandur durchläuft und jetzt besonders passiert, oder? Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, okay, ich sorge dafür, dass es halt nicht irgendwie durchläuft.
Und ich bis zur nächsten Folge dann halt den Weg zu allen Waffen mal gespielt habe. Also natürlich zu allen Stufe 2, 3 und 4 Waffen, 9 Charaktere hier. Ja, plus 9 Waffen halt. Oh, hier ist ja was los. Der Anführer der Horden. Du bist langsam fertig hier? Ein Problem weniger. Kommen wir zum zweiten. Bevor sie fusionieren können. Du bist ein Anführer. Nicht mal ein Entführer. Was? Nee, mein Gott. Das klang einfach total falsch. Naja, versteht ihr? Anführer wegen Anfang und Entführer wegen Ende, aber es, ja, nee. Das kam gerade so falsch an. Sagen wir halt, der Typ ist ein Anführer und ich bin B-Führer, So, dann Ben-Führer. Was ist Ben? Wo ist Ben? Ich sehe kein Ben. Wollen die etwa fusionieren? Ich lasse das aber nicht zu. Lululul. Das war knapp. Ich war nur noch angehaucht, hey. Der Anführer der Horden, der kann mich mal am Kreuze lecken. Es sind noch viele hier, wa? Nichts da, vergiss es. Du wirst mich nicht anspucken oder anhauchen oder was auch immer. Denn es ist vorbei. Ja, es ist endlich vorbei. So, kommen wir jetzt hoch. Rang A, wie es im Buche steht. Dankeschön. Und eine Wasserfrucht noch. Plus Ausdauerfrucht. Ach ja, die Ausdauerleise Skyward Sword. So, noch schön die Karte aufdecken, wo es gar nicht eigentlich nötig und gewollt ist. Was? Okay. Weg auch mit Rang C. Ja, da klingt schon mal gut. Achso, der. Ich dachte gerade, hey, welcher Fails, aber da ist ja einer. Mensch. Das sieht noch cool aus allerdings. Holen wir uns den Sandstab, Stufe 2, am großen Baum. Ja. Das war klar. Tadam, Freunde. Unter 15 Minuten 1000 seiner Gegner platt machen, plus weniger als 4000 Schaden kriegen. Ja, klar, der Park wird ein bisschen länger dauern gerade. Aber ist egal. Obwohl, er ist ziemlich klein, wir können sie nun auswendig, Link ist auch ziemlich schnell. Dass man den Zug seinen besten Freund rufen muss. Wobei ein bisschen Magie auch nicht schaden könnte. Ist bereits der Schlüssel. Was eigentlich Wertvolles. Okay, da oben will irgendjemand da vorbei. Ich frage mich gerade warum.
Den Magiekreis aufhalten, ne? Irgendwoher kenne ich die Mission. Jetzt ein Toon-Stil, ja gut, warum nicht? Hier ist ein Gegner. Und hier ist der Toonheld. Töre. Der voll verarschte Geist. Hey, Fette Buletti, hier bin ich. Boom, Feuerstyle. Zelda kämpft gegen die Truppen von Lana. Warum tut sie das auch? Nala ist down. Wo ist er hin? Was, bereits besiegt? Okay. Das war gerade live verwirrt. Das ging ja mal schnell. Ja gut, wenn man sagt, Zelda retten beim Teutates. Jo. Alles noch cool. Och nö. Da unten. Oh. Ja, komm ja schon. Schon ist cool. Ich brauche sicher wieder eine halbe Stunde, bis ich da bin. Oh, Menno. Och, Menno meint auch der Benno. Ja, hat er schon gesehen. Du bist so lahm. Wow. Danke, selbst auch voll episch, aber meint ihr, hat irgendwie Schaden gemacht? Nö, natürlich nicht. Lebt er immer noch? Der war gerade ein bisschen doof. Lass mal stehen, Alter. Dankeschön. So, da schauen wir, was wert. Und da kommt auch schon der nächste runter. Das war allerdings auch episch. Tschüss, wer auch immer hier ist. Wow. Sind die voll nicht gebracht. Du, 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 du. Hä? Achso, jetzt sehe ich's. Mann, nee, dass es immer so spät geladen wird. Ich muss neue Tuning noch ein bisschen üben, vor allem, dass ich da irgendwie die richtigen Moves drauf habe. Das ist aber irgendwie viel zu lange. Ja, komm, wo bist du? Ah, da. Sehr schön. Ja. Zelda, was treibst du da? Du sollst da rüber gehen. Jetzt hängt die da unten rum. Zelda, please, du hast dein Geld. So. Wärst du jetzt bereit, mit mir mitzukommen? Wie sieht's aus? Schön, danke schön, gehen wir. Also du gehst, ich geh schon mal nach unten. Dann kannst du noch bis Zelda da. Wow. Was bist du für einer? Noch einer. Wow, wo kommen jetzt alle her? Das gefällt mir nicht. Wir sehen den Magus, der ist irgendwo da oben war. Naja, sehen schon.
Dunkelmagus wurde besiegt. Dunkelgipto. Ich wollte gerade sagen, Magus, hä? Vor allem Dunkelmagus, wäre das Neues. Ich bin wieder da. Ist mir scheißegal. So. Ein Problem weniger. Oh, komm, wieso was damals lange? So, wieder 12 weg. Boom. 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 Nice. Jo, dann gehen wir auch mal nach oben. Da hat es hier viele Typen. Platz da, ich bin Zugführer! Natürlich gucke ich auch ein bisschen auf die Zeit, Leute, aber ich gucke vor allem auch ein bisschen auf den Schaden. Das sprich, die Anzahl Gegner, die bereits platt gemacht haben. Und das sieht's noch nicht so gut aus. So, okay, dann ist das mal noch. Hier einsetzen? Nee, das ist nicht mehr nötig. Zelda, ich habe voll die Gegner hier. Jetzt kommt er auch schon wieder. So. Darum den Feenkreis bitten. Dankeschön. Jetzt geht's los. Lädt er noch voll hier. Ja, es ist halt die Frage. Lana, kommst du direkt raus? Muss er nachhelfen? Oder, jo. Wäre echt cool, wenn du direkt die Tür aufmachen würdest. Geh zurück, Zelda. Ja, der wurde auch besiegt. Ja, ist schön. Mach mit ein bisschen. Komm schon, Spiel. Mach hin. Ja, komm zurück, ist mir ganz scheißegal. Ich glaub das einfach nicht. Es gibt nur noch eine Scheiße. Oh. Super Saiyan Mode. Jetzt reicht's. So. Oh je, Freunde. Ich überlege gerade, was noch irgendwie etwas mit dem Riesenmonster? Ich glaube nicht, war. Dass wir noch ein Riesenmonster bekämpfen müssen. So, mach auf die Tür. Lana, ich komme, um dich zu holen. Ich will ein bisschen Zug mit dir fahren. Hast du was dagegen? Nö, geil. Guck mal. Sunpower. War eigentlich ja Zugpower. Wo ist die denn? Ah, da. Das wird wehtun. Oh, erstmal aus dem Weg. Gehen wir auf Fullspeed, denn wir haben's drauf. Lalalala. Und das war's, Freunde. Stufe 2 Waffe gehört uns. Oh ne, doch nicht. Nein, war doch ein Riesenmonster. Was macht der bitte hier? Hat der Markus platt gemacht?
Ich fällt gleich mal auf, Freunde, hier auf dieser, ja, wie soll ich sagen, ey, nicht das. Ja, hier auf der Abenteuerkarte gibt's ja, aber ich bisher noch gar keine Eule gesehen, also ich bin eine Eulenstatue zum Porten. Voll fies irgendwie, wa? Natürlich muss ich dazu unter sein und ich werde noch möglichst viel Zeit verlieren. Ach, liebe Entwickler, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr könntet so den Spielspaß maximieren. Nee, so wird er eher minimiert. Sandstab, ich komme. Gut, nehmen wir es einfach als Okidoki. Na? Ich meine, natürlich Goma ist gar kein Problem. Wäre es jetzt irgendwie Phantomgen gewesen, hätte ich ein bisschen mehr Schiss gehabt. Mann, diese scheiß Goma, ey. Oh, die machen viel zu wenig Schaden mit dem Sandstab. So, komm. Natürlich reicht's nicht ganz. Natürlich auch klar soweit. Oh, noch ein Trank. Ich bin gerade sehr viel. Obwohl, wenn er noch ein paar Mal trifft, da komm. Dankeschön. Schon um einiges besser. Tja, die Sanduhr sind noch voll, wa? War ein Riesenmonster, das war nicht das Riesenmonster. War eines der beiden Riesenmonster, die wir irgendwie auf der Karte suchen, aber es war ein Riesenmonster. Und das war natürlich auch Riesenspaß. Oh mein Gott, wieder mal Überlänge gehabt. Aber ist egal. So, jetzt haben wir für Toon Zelda Stufe 2 Waffe, für Toon Link Stufe 2 Waffe. Wir haben jetzt die volle Sanduhr. Das heißt, für mich wird es Zeit, in der Offscreen die Mission zu machen. Natürlich nur, solange nichts Aufregendes passiert, wa? Ist klar. Nee, er hat der Sandstab, ey. Voll die Upgrade-Funktion bekommen. Hey, ich kann Sandblöcke beschwören. Yeah, ich kann Zug beschwören. Geil. Oh, kein Sandzug. Juwelensandstab. Um auf eine Lok zu springen, ja, dann kannst du fahren. Jo, nichts Neues, aber halt mehr Schaden. Ja, so macht's doch Spaß. Aua. Da hat er selber weh. Gut. Auch schlecht. Ist da ganz oben, jemand. Wir sind wieder ganz oben. Jo, also mir ist klar, Freunde, ich werde jetzt hier mal ein bisschen Offscreen zocken. Ich denke mal, hier wird nichts Aufregendes passieren, ist klar. Ja, falls auch mal irgendetwas sein soll, natürlich die Bossgegner und so weiter kommen, die berühmt-berüchtigten, die zwei. Wenn natürlich die zeigen, das ist ganz logisch und ja, in diesem Sinne, denke ich mal, es ist interessant zu sehen dann, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ob wir direkt mit den Stufe 3 Waffen frei weitermachen für Link und Zelda oder aber etwas noch Unvorhergesehenes passiert. Man kann es ja nie wissen. Stufe 4. Ich brauche ein Bier. Wo ist eigentlich Stufe 3 bei ihr? Das war hier drüben, wa? Genau, eins weiter. Hier ist Stufe 3, muss ich noch ein bisschen mehr machen. Mehr auf mehr, versteht ihr? Na, ist egal. Danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Jetzt zurück auf große Fahrt, sei es Spirit Tracks oder auf einem Hourglass, ist sowieso beides fast das gleiche. Naja, von der Steuerung her zumindest.
Bis dahin, tschüss!